Jetzt sprechen wir es zu uns. Komm, Heiliger Geist, und öffne du jetzt alle Herzen, Herr, und nimm du auch alle Barrieren in unserem Verstand weg, Herr, dass wir wirklich dein Wort verstehen und begreifen und es lebendig wird in uns. In Jesu Namen. Amen. Come on. Beinahe. Preis den Herrn, Halleluja. Heute ist ein guter Tag, Amen. Gott ist so gut. Wenn ich sehe diese Kinder, ich immer weine. Ja, es ist absolut süß, wenn wir haben Frucht von der Familie von Gott. Es ist so toll. Und ja, ich liebe Kinder. Und wer seid Kinder? Amen. Wir sind Kinder. Amen von Gott. Halleluja. So, kurze Nachricht für uns. Ich, Tobi und Sonja gehen nach Jordanien am Dienstag für eine Woche. Wir unterstützen in einer Woche. Also kommenden Dienstag? Kommenden Dienstag. Und wir dort für eine Woche lang. Okay? Und wir unterstützen unseren Missionar dort. Er heißt Darius Bauer. Er ist absolut toll. Und wir erreichen die Leute dort. Dort gibt es viele Refugees, Flüchtlinge in Not aus Syrien. Und wir gehen dort in eine Flüchtlinge Stadt und wir kümmern die Leute mit Paketen für Essenpaketen. Und die Essenpaketen reichen für einen Monat lang. Und dann wir erzählen das Evangelium Gottes und es ist absolut wunderbar. So, ich bin echt gespannt. Dankeschön. Und ja, es ist absolut toll. Ja, so betet für uns. Hier in der Gemeinde, wir gehen. Wir gehen überall in Deutschland und die Nationen herum. Wir bleiben nicht nur auf unsere Sessel und, ja, und unsere Daumen spielen. Okay? Weil die Evangelium viele Leute muss hören. Amen? Okay. Are you ready for my preach? Und jetzt seid ihr bereit für meine Botschaft? Okay. Praise the Lord. Preis So, den Herrn. what I want to talk to you guys about today is the relationship between grace, faith, and obedience. Worüber ich heute mit euch reden möchte, ist die Beziehung zwischen Gnade, Glaube und Gehorsam. Now, God is so good, and we need to hear the good news. Gott ist so gut und wir müssen die gute Botschaft hören. I've come to share with you the good news once again. Und ich bin wiedergekommen, um mit euch die gute Nachricht zu teilen. We need to hear the good news all the time. Wir müssen diese gute Botschaft immer wieder hören. In fact, if we don't hear the good news and understand it, we end up having problems. Die Tatsache ist die, dass wenn wir die gute Nachricht nicht immer wieder hören und sie verstehen, dann bekommen wir Probleme. We miss out on a lot of things in life. Und wir verpassen dann einiges im Leben. We miss out on the finer things in life. Wir vermissen oder verpassen dann die schönen Details im Leben. You know, anybody have like cell phones? Hat jemand von euch ein Telefon? You know, anybody have like a really nice big screen TV in their house? Oder jemand hat einfach so einen riesengroßen Bildschirm zu Hause für den Fernseher? Does anybody have one of those cameras that can just take beautiful photos that looks like a painting? Oder hat jemand von euch so eine Kamera, die so gute Bilder macht, dass es aussieht wie ein Gemälde? Or a computer that's just so fast you can play anything on it, you can do anything with it. Oder einen Computer, der einfach so schnell ist, dass du alles damit machen kannst. All these things we have, and these are great things. Wir haben alle diese Sachen und es sind gute Sachen. They're tools, and we can put our nice social networks on them, and we can get on Facebook or Instagram and do our thing. Das sind Werkzeuge, mit denen wir Dinge tun können. Wir können uns verbinden mit Leuten auf Facebook oder Instagram oder sowas.
And if you ask people, they actually really like these things and they pay a lot of money for them. Und wenn du Leute fragst, dann wirst du die Antwort kriegen, dass sie diese Dinge wirklich mögen und dass sie auch viel Geld dafür And ausgeben. if you look, like the last time I checked on my phone, it gives you a report of how long you've had screen time. Und dann gibt es diese Telefone, die dir auch so einen Bericht geben darüber, wie viel Zeit du an deinem Bildschirm verbracht hast. And I don't even spend a lot of time on my phone, but it was like 2 hours a day. Also ich verbringe eigentlich relativ wenig Zeit an meinem Telefon, aber dennoch waren es 2 Stunden pro Tag. And I was thinking to myself, man, there's so many things that are really good that I have. Und ich dachte, es gibt einfach so viele Dinge, die sind echt gut, And I'm die really ich habe. blessed. Und ich bin echt I gesegnet. mean, when you're lost and you don't know how to find somebody's house and you can just push the address in, it's amazing. Also wenn du dich verläufst und du weißt nicht, wie du da weiter musst und du gibst einfach nur die Adresse auf deinem Telefon ein und wirst dann dahin geleitet. But there are the finer things in life. Aber es gibt einfach noch Sachen im Leben, die sind noch besonderer. Like relationships. So wie zum Beispiel Beziehungen. When you have a relationship where you can trust that person Wenn du eine Beziehung hast, wo du dieser Person vertrauen kannst and you can come to them and tell them the good, the bad and the ugly. und du kannst dich mit ihnen treffen und kannst ihnen über alles Schöne, alles Schlechte, alles Hässliche erzählen. When you're in trouble and no matter what, you can phone them, you can text them and they are right by your side. Wenn du Probleme hast und du die Leute kontaktierst und ihnen Nachricht schickst und sie sind einfach dann bei dir, mit dir in dem Or maybe Problem. you're a mom or dad and you're so busy with everything in this life. Oder wenn du eine Mutter oder ein Vater bist und bist einfach total beschäftigt in deinem Leben And your son or your daughter just wants a little time with you. und dein Sohn oder deine Tochter will einfach nur ein bisschen Zeit mit dir. There's a choice. Da ist dann immer diese Entscheidung, die man treffen muss. Is my business, is my cooking, is my life more important Ist mein Geschäft, mein Kochen, mein Leben wichtiger, than paying attention to the finer things in life? als eben auf diese feineren Sachen im Leben Rücksicht zu nehmen oder Acht zu geben? God wants to teach us the finer things in life, and it's impossible to do so Und Gott möchte uns einfach echt lernen, so auch die feineren Sachen im Leben if we do wahrzunehmen. not understand the gospel. Und wir können es aber nicht, es sei denn, wir verstehen das Evangelium. And specifically these terms of grace, faith, and obedience. Und speziell diese Begriffe von Gnade, Glaube und Gehorsam. Okay? So let's talk about the gospel. Okay, lasst uns über das Evangelium reden. So this is the gospel. It all starts with God. Also, das ist das Evangelium. Es fängt alles mit Gott an. And God is a family. Und Gott ist eine Familie. I have a wonderful news for you. God is not a monad God in the sky with anger and hatred towards you. Also, es gibt eine gute Botschaft, dass Gott nicht einfach so ein wütender, einsamer Gott da oben im Himmel ist. God does not just stand alone as one person making sure that you're perfect. Er ist nicht nur eine Person, die einfach nur die ganze Zeit darauf achtet, ob du perfekt bist. Guys, God is a family. Gott ist eine Familie. In the beginning, God. Am Anfang war Gott. God the Father. Gott der Vater. God the Son. Gott der Sohn. And God the Holy Spirit. Und Gott der Heilige Geist. All of Him is a family. Und alle sind eine Familie. And in the beginning of time, outside of time and space, Und von Anbeginn der Zeit, noch bevor die Zeit begann, He dreamed up you. da hat er sich dich ausgedacht. What a wonderful dream. Was für ein wunderbarer Traum. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. He made you and designed you in His image. Er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild. The Bible says that He created you in His exact image according to His exact likeness. In der Bibel heißt es, er hat dich in seinem Ebenbild, zu dem, wie er es mag, geschaffen. He gave you all the faculties to speak, to think, to use your rationale. Und er hat dir all diese Fähigkeiten gegeben, zu denken, zu sprechen, dein Gehirn zu benutzen. He gave you the capacity to feel emotion. Er hat dir die Fähigkeit gegeben, Emotionen zu spüren. He made you spirit.
Er hat dich gemacht als Geist. He gave you a personality. Er hat dir eine Persönlichkeit And He gegeben. gave you a body. Und er hat dir einen Körper gegeben. You are a very complex being. Du bist echt ein sehr komplexes Lebewesen. You come straight from the family of God. Und du kommst direkt von der Familie Gottes. And when He created all of the heavens and the universe and everything in it, Und als er den ganzen Himmel und das ganze Universum alles darin geschaffen hat, He said, light is good, the trees are good, the plants are der good. hat gesagt, das Licht ist gut, die Bäume sind gut, die Pflanzen sind gut, He said, all the fish and the birds are good. die Fische und die Vögel sind gut, Yeah, He said, the sun, the moon, the stars, good. Sonne, Mond und Sterne, alles gut. He made cows, Er hat die Kühe geschaffen and that is for sure und good. das ist auf jeden Fall gut, When they're on my plate. wenn die dann auf unserem Teller sind. Come on, anybody Sorry like für alle cows? Veganer. Yeah, sorry. It's good that you're vegan, because it's more for me. Also gut, wenn ihr Veganer seid, dann gibt es mehr Fleisch für uns. Yeah, you gotta laugh. But then he created you, created man, Und dann hat er den Menschen geschaffen and He said, very good. und hat gesagt, sehr gut. Oh, God looks down upon you and He smiles upon you. Und Gott schaut sich die Menschheit an und er schaut dich an und er lacht über dir. You are God's original thought. Du bist Gottes originaler Gedanke. The Bible says that before you were formed in your mama's womb, Und in der Bibel heißt es, bevor du im Leib deiner Mutter geschaffen wurdest, He knew you. da hat er dich schon erkannt. He has a calling for you. Da hat er dir einen Auftrag He gegeben. gave you a purpose and a destiny. Da hat er dir einen Zweck und eine Zukunft gegeben. God is so loving, so kind. Gott liebt so sehr, er ist so freundlich. He made you and brought you to this earth Er hat dich geschaffen, hat dich auf diese Welt gebracht, so that He could enjoy you, dass er dich genießen kann, so that others could enjoy you. dass andere dich genießen können. And then He gave us this amazing calling. He blessed us. Und dann hat er uns diese Berufung gegeben und er hat uns gesegnet. He didn't steal from us. He blessed us. Er hat nicht was von uns genommen, er hat uns gesegnet. And He said, be fruitful and multiply. Er hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Take over the earth. Und nimm die Erde ein. Rule over all that I've created. Regier über alles, was ich geschaffen habe. He says, just fill everything with who I am. Und füll alles aus mit dem, wer ich bin. Fill everything with who I am in you. Füll alles mit dem, wer ich in dir bin. What an incredible gospel. Was für eine gute Botschaft. This is the crown of the gospel. Das ist die Krönung des Evangeliums. God made man in His image. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. And we see in the advent of Jesus Christ Und in dem Botschafter von Jesus sehen that wir, He revealed to us that God is man dass Gott auch ein Mensch ist and man is God. und ein Mensch Gott ist. Jesus is God. Jesus ist Gott. And He always was God and He always will be God. Und er war schon immer Gott und er wird immer Gott sein. He's not just our Savior that died on the cross and raised up again on the third day. Er ist nicht nur unser Retter, der am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. He's the creator of the cosmos. Er ist der Schöpfer des Universums. He's the inspiration behind who you actually are. Er ist der das inspiriert hat, wer du bist. He is the ideal of who you are. Und er ist die Idealversion von dem, wer du bist. When you look into your soul with truth, Wenn du in deine Seele kehrst mit Wahrheit, you will find that the gospel that I'm preaching to you right now dann wirst du rausfinden, dass diese gute Botschaft, die ich dir is predige, the truth of who you are. die Wahrheit ist dessen, wer du bist. You were made in Christ. Du bist geschaffen in Christus. You were designed by Christ. Du bist geschaffen durch Christus. And Christ is going to bring you to Him. Und Christus wird dich zu ihm hinbringen. That's His goal. Das ist sein Ziel. That's His heart. Das ist sein Herz. God is a gentleman. Aber Gott ist ein Gentleman, würde ich jetzt mal so übersetzen. Stehen lassen. He wants you to choose. Er will, dass wir uns selber entscheiden. He didn't make a bunch of robots Er hat nicht einfach nur Roboter erschaffen, pre-programmed like our iPhones die so vorprogrammiert sind wie unsere Telefone.
to just do what He wants us to Damit wir do. einfach nur tun, was er will, dass wir es tun. And say yes and love Him in return. Dass wir einfach nur Ja sagen und ihn dann einfach lieben. He gave us this ability to choose. Sondern er hat uns die Wahl gegeben, zu wählen. We know that mankind chose his own way. Und wir sehen, dass die Menschheit ihren eigenen Weg gewählt hat. Mankind chose religion Die Menschheit hat Religion auserwählt, rather than relationship. anstatt Beziehung. Mankind chose, oh, I'm gonna be the number one. Und die Menschheit hat gesagt, ich will lieber der Erste sein. I'm gonna make my own rules. Und ich werde meine eigenen Regeln machen. I'm gonna decide for myself what's true and what's not. Und ich werde einfach entscheiden, was wahr und was falsch ist. And the falling of man took place. Und der Fall der Menschheit hat stattgefunden. And we have murder, theft, and evil and wickedness all over our world. Und wir haben da Mord und Raub und einfach Böses überall auf der Welt. Because man forgot who his God is. Weil die Menschheit vergessen hat, wer ihr Gott ist. Man decided to turn their back on God and do their own thing. Die Menschheit hat sich ausgesucht, einfach ihr eigenes Ding zu drehen und dem Gott den Rücken To zuzukehren. walk their own way. Und in ihren eigenen Wegen zu wandeln. And we see this poisoning mankind. Und wir sehen einfach, wie das die Menschheit vergiftet. Yet as Cain murdered Abel, Als Kain Abel getötet hat, God always showed up. da war Gott immer da. When evil was happening and people sinned, God always showed up. Und wenn da Teuflisches passiert ist, hat Gott trotzdem sich immer treu gezeigt. He always sought relationship. Er hat immer trotzdem nach Beziehung gesucht. He always reached out to his lost sons and daughters, Er hat da versucht, seine verlorenen Söhne und Töchter wieder zurückzubringen. that they would be reconciled to Him. Dass sie wieder versöhnt sind mit ihm. This is the heart of God. Und das ist Gottes Herz. In Ephesians chapter 2, In Epheser 2, verse 8, Vers 8. it says, "For by grace you've been saved through faith, Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. and it's not of yourselves, it is the gift of God." Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Grace is a gift. Gnade ist ein Geschenk. You didn't do anything to earn it. Du hast nichts dafür getan, um es zu You can't verdienen. earn it. Und du kannst es nicht verdienen. Just like you couldn't choose your father and mother. Genauso wie du dir nicht aussuchen konntest, wer dein Vater und deine Mutter And ist. you didn't predetermine the time that her egg and his semen came together. Und du hast dir nicht ausgesucht, wann der Zeitpunkt ist, wo ihr Ei und sein Samen zusammengekommen sind. God gave you life fully in His grace. It's a free gift. Gott hat dir Leben gegeben und es ist sein Geschenk. Salvation is by grace through faith. Errettung ist durch Gnade, aus Gnade, durch Gnade, through grace, Grace through faith. aus Gnade durch Glauben. Ja, aus Gnade durch Glauben. Das ist das Wichtige. Aus Gnade, aber durch Glauben. Yeah, there you go. But oftentimes we only hear one side of the coin. Aber so oft hören wir dann irgendwie nur so das Einseitige, entweder oder. We don't see that when God gives us this grace, Dann sehen wir nicht, dass wenn Gott uns diese Gnade gibt, we still need to receive it dann müssen wir sie dennoch empfangen and trust in it. und vertrauen. This is what faith is. Das ist das, was Glauben ist. Faith is when you trust in what He's given you. Glauben ist, wenn du vertraust in dem, was er dir gegeben hat. All that I said before, God is your Father. Und wie ich gesagt habe, Gott ist dein Vater. He created you. Er hat dich geschaffen. He created you for a purpose. He Und gave you a destiny. Er hat dich geschaffen mit einem Schicksal, mit einem Zweck. He blessed you Er hat dich gesegnet, to be fruitful, um fruchtbar zu to sein, take dominion on the earth. um dir die Erde zu untertun. You have to trust that you're not just an accident. Und du musst vertrauen, dass du nicht einfach nur ein Unfall bist. You're not just a simple bit of cells put together. Du bist nicht einfach nur ein paar Zellen, die da zusammengewürfelt wurden. I have really good news for you. Ich habe da eine echt gute Botschaft für dich. You're not going to just live for 80, 90 plus years. Du wirst nicht einfach nur für 80, 90 Jahre leben And then it's all done. und dann ist es vorbei.
the Bible says that eternity is written on your heart. Es heißt in der Bibel, dass die Ewigkeit auf unsere Herzen You geschrieben get ist. eternity is in your heart. Die Ewigkeit ist in unseren Herzen. Your soul is eternal. Deine Seele ist ewig. You have eternal value in you. Du hast ewigen Wert in dir. You will never die. Du wirst niemals sterben. You will exist forever Du wirst für immer existieren, because you come from God. weil du von Gott kommst. Do you get what I'm saying here? Verstehst du, was We ich need to sage? trust this. We need to believe Und wir this. müssen darin vertrauen haben Or und else you glauben. cannot love your God. Andernfalls können wir Gott nicht You lieben. cannot love yourself. Und wir können uns selbst auch nicht lieben. And if you can't love yourself, I promise you, you'll never be able to love anybody. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann verspreche ich dir, wirst du nie irgendjemanden richtig lieben Because können. if your neighbor is nothing more than an animal, Denn wenn dein Nachbar nicht nur einfach ein Zufall und ein Tier ist, if your neighbor is nothing more than just material, wenn dein Nachbar nicht einfach nur irgendein Material ist, it's impossible to honor them. dann hast du nie die Fähigkeit, den zu ehren. But the gospel of grace through faith brings honor to man. Aber die gute Botschaft der Gnade durch Glauben bringt Ehre gegenüber Leuten. It wakes you up in the morning and it compels you to serve your brother and your sister. Das ist dann so, dass wenn du am Morgen aufwachst, dass du die Lust, dass du die Sehnsucht hast, deinen Brüdern und Schwestern zu dienen. It compels you to pray when there's sickness in your family or your friends. Dann wirst du beten, wenn da Krankheit ist in deiner Familie oder unter deinen Freunden. It compels you to go to your job and to work and to serve and give everything that God gave Dann you. bist du angetrieben zu dienen, in deiner Arbeit deine ganze Kraft zu geben. If you only knew who you are. Aber nur, wenn du weißt, wer du wirklich bist. You have eternity implanted in your soul. Die Ewigkeit ist in deiner Seele. You are astounding. Du bist atemberaubend. You are a sign and a wonder. Du bist ein Zeichen und ein Wunder. You come straight from God the Father, Du kommst direkt von Gott, dem Vater. God the Son, Gott, dem Sohn. and God the Holy Spirit. Und Gott, dem Heiligen Geist. Oh, He made you wonderfully. Er hat dich auf wundervolle Art He und Weise made you geschaffen. perfect in Him. Und er hat dich perfekt geschaffen. But you gotta believe that. Aber du musst es glauben. You gotta believe that. Trust that. Du musst es glauben und du musst dem vertrauen. Just as we trust this building over our heads. Genauso wie wir vertrauen, dass dieses Gebäude hält. We know it's not gonna fall on our heads. Wir wissen, es wird nicht einfach einstürzen. We trust the workers that built this building. Wir vertrauen den Arbeitern, die dieses Gebäude gebaut Do haben. you trust the gospel that I'm preaching to you right Und now? vertraust du der guten Botschaft, die ich dir predige? God is fully man and fully God. Gott ist völlig Gott und völlig He Mensch. came to tell you who you are. Und er ist gekommen, um dir zu sagen, wer du bist. Nothing can separate you from the love of God. Und nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. He's for you. He's not against you. Er ist für dich und nicht gegen dich. He wants to fill you with His Holy Spirit. Und er will dich füllen mit seinem Heiligen Geist. Inspire you to take over your world Er will dich inspirieren, da deine Welt einzunehmen. with love, Mit Liebe, with true faith. mit wirklichem Glauben. Amen. We're going to go to Hebrews chapter 11. Okay, wir gehen zu Hebräer 11. It says, now faith is the substance of things hoped for, and the evidence. Oh, you're not even there. Got it? Hebräer 11, 1. Ja, Hebräer 11, 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und dann Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Guys, when you hear this message of grace, Wenn ihr diese Botschaft der Gnade hört, faith hears it and receives it.
Glauben hört sie und empfängt diese Botschaft. We must come to God knowing that He is. Wir müssen zu Gott kommen, wissend, dass er ist. God is love. Gott ist die Liebe. God is hope. Gott ist die Hoffnung. God is powerful to save. Und Gott ist stark, um zu erretten. God can take you out of the sin that you're in. Und Gott kann dich aus der Sünde, in der du verstrickt bist, retten. God can take you out of the depression, the confusion. Gott kann dich aus deiner Depression, deiner Verwirrung There rausholen. is nothing that's too big for God. Es gibt nichts, was zu groß ist für Gott. When you come to God, Wenn du zu Gott you kommst, must know that He dann is. musst du vertrauen, dass er ist. And whoever He is, that's what you can get. Und wer auch immer er ist, das kannst du empfangen. Whoever He is, that's what He's going to reward you with. Wer er ist, das wird er dir geben. Guys, remember I talked about the finer things in life? Könnt ihr euch daran erinnern, ich habe über die feineren Sachen des Lebens geredet. It's time for us to stop our religious cycles. Und es ist Zeit, dass wir einfach aufhören, in unseren religiösen Zyklen zu wandeln. And it's time for us to come before God and build a relationship. Und es ist Zeit, dass wir vor Gott kommen und eine Beziehung mit ihm bauen. When you come and you hang out with God, all of a sudden He starts to rub off on you. Und wenn du gehst und Zeit mit Gott verbringst, dann fängst du auf einmal an, so wie er zu werden. He gives you His attitudes. Er wird dir seine Eigenschaften He geben. gives you His ideas. Er wird dir seine Ideen geben. He gives you His wisdom and counsel, Er wird dir seine Weisheit und seinen Ratschlag His geben. strategies. Seine Strategien. He gives you the love that touches people's lives and brings transformation. Und er wird dir die Liebe geben, die die Menschen berührt und deren Leben verändert. He is the I am. Er ist der Ich Bin. Whatever you need, Und was immer du brauchst, that's what He is. das ist das, was er ist. He's the great I am. Er ist der große Ich Bin. When you really live a life of grace, Wenn du wirklich ein Leben der Gnade lebst, you will trust that He is. dann wirst du vertrauen, dass er ist. You need family? Wenn du Familie brauchst, Hang out with God. dann verbring Zeit mit Gott. You need family? Hang out with the people of God. Und dann verbring Zeit mit den Leuten Gottes. You need more love? Wenn du mehr Liebe brauchst, Hang out with God. That's what He is. verbring Zeit mit Gott. Er ist die Liebe. He is everywhere. Er ist überall. You can't run away from Him. Du kannst nicht von ihm wegrennen. You can go make your bed in hell. Du kannst dir dein Bett in der Hölle You machen. can shut yourself in your room for days. Du kannst dich zu Hause in deinem Zimmer einschließen für Tage. You can separate yourself and seek your own desire. Du kannst dich isolieren und deine eigenen Sehnsüchte stillen. But I have good news for you. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. He's everywhere. Er ist überall. He's everywhere. Er ist And He überall. knows exactly what you're going through. Und er weiß genau, wo du durchgehst. Faith is trusting who He is. Und Glaube ist, dass du dem vertraust, wer er ist. It's where heaven touches earth. Das ist das, wo der Himmel die Erde trifft. Okay, you're a spirit. Say, I'm a spirit. Du bist ein Geist, sag ich bin ein Geist. I have a soul. Ich habe eine Seele And I live in a body. und ich lebe in einem Körper. That's the reality. Das ist die Realität. You embody heaven and earth in this world. Und du repräsentierst Himmel und Erde hier auf dieser Erde. You gotta believe that though. Du musst es aber glauben. And then we're gonna go to this next point of obedience. Und dann begeben wir uns noch zum letzten Punkt, der Gehorsam. This is Romans 1:5. Okay, wir gehen zu Römer 1,5. In Römer 1,5 heißt es: Jesus Christus, unseren Herrn, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. See, Paul is making very clear to us that if we trust in Him and we receive His grace, Paulus macht ja ganz klar, dass wenn wir in ihn vertrauen und seine Gnade empfangen, and but we don't live it, aber wir das nicht leben, we're disobedient. dann sind wir ungehorsam. God has given us His grace,
Gott hat uns seine Gnade gegeben, so that we can trust Him dass wir ihm vertrauen können and we can do what God does. und dann können wir tun, was Gott tut. God made us in His image Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild, so that we could do what God does. sodass wir tun, was Gott tut. You know what God does? Und weißt du, was Gott tut? He lays down His life for people. Er legt sein Leben nieder für Leute. That's what He did on the cross. Das ist das, was er am Kreuz getan hat. He laid down His life, Er hat sein Leben niedergelegt. emptied it out. Er hat es He ausgeschüttet. gave. Er hat gegeben. He gave even when it hurt. Er hat gegeben, selbst wenn es schon wehgetan hat. He gave even when He was misunderstood. Er hat gegeben, selbst wenn er He missverstanden wurde. gave even when He didn't fit in. Er hat gegeben, auch wenn er eigentlich nicht reingepasst hat. He gave. Aber er hat gegeben. Oh, it's time for us to give from the place of faith. Und es ist Zeit, dass wir anfangen, von diesem Ort des Glaubens zu geben. There's a great enemy we have. He's the devil. Und es gibt einen großen Feind, den wir haben, Satan. He's full of pride Er ist voller Stolz and he hates you. und er hasst He dich. hates the image of God. Er hasst das All he Ebenbild wants to do is Gottes. destroy you, play with you, toy with you. Alles, was er will, ist dich zerstören, mit dir He spielen. wants to separate you from the ones you love. Er will dich trennen von denen, die du liebst. He wants to feed you the bread of hopelessness every Er will day. dich füttern mit Hoffnungslosigkeit Telling you tagtäglich you're not enough. und will dir sagen, du bist nicht genug. Nobody likes you. Oh, keiner hat dich gern. He speaks with poison in his mouth. Er spricht mit Gift aus seinem Mund. He comes and fills your head with lies about who God is and who you Und are. er kommt und füllt deinen Kopf mit Lügen über den, wer du bist und wer Gott ist. He comes with all these theories. Und dann kommt er mit all diesen Theorien, He comes with all of these false prophets all diese falschen Propheten, that basically speak and try to keep you in a lifestyle of sin. die zu dir sprechen und die dich gefangen halten in einem Lebensstil der Sünde. Sin is when you're not acting and living as God created you. Sünde ist das, wenn du nicht dich verhältst und lebst, wie Gott dich geschaffen hat. He hates you. Satan hasst He dich. wants to destroy you. Er will dich zerstören. And the only way to overcome Und der einzige Weg zu überwinden is by grace, ist durch through Gnade, faith, durch Glauben, in obedience in Gehorsam, to how He leads you. wie er dich leitet. We are called to obey the faith that has been given to us. Wir sind dazu berufen, dem Glauben, der uns gegeben wurde, zu gehorchen. If you have unforgiveness towards people, Wenn du Unvergebenheit hast gegenüber Leuten, when you have bitterness in your heart towards your brother and sister, wenn du Bitterkeit hast gegenüber deinen Brüdern und Schwestern, this is toxic. das ist so vergiftend. And faith says, let go, Und forgive. Glaube sagt, lass los, vergib. When you feel misunderstood, when you feel dishonored, Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht verstanden und du wirst nicht geehrt, faith says, honor, dann sagt serve. Glaube, gib Ehre und dien. Faith says, get into position, Glaube sagt, bring dich in die richtige Position, mach dich startklar. honor God and honor people. Ehre Gott und ehre Leute. Live the faith that Lebe we preach. den Glauben, den wir predigen. He says, when you're living in adultery and immorality in your heart, Wenn du in deinem Herzen in Ehebruch lebst, when you have addictions that you can't get free of, wenn du so Süchte hast, von denen du einfach nicht frei wirst, when you just can't stop drinking, you just can't stop watching things that you shouldn't be watching. du kannst einfach nicht aufhören zu trinken oder du schaffst es einfach nicht aufzuhören, Sachen anzuschauen, die du nicht anschauen solltest. Whatever the addiction is, Egal welche Sucht, the way you overcome is by grace, through faith, die Art und Weise zu überwinden ist durch Gnade, durch Glauben and obey Jesus. und dass du dann gehorchst, dass du Jesus gehorchst. You have to say yes to something. Du musst zu irgendwas musst du Ja sagen. And when you get into this place of trusting and obeying, Und wenn du da an diesen Ort kommst, wo du vertraust und gehorchst, you start to drink and be satisfied with the finer things. dann fängst du an zu trinken und dann wirst du so zufriedengestellt durch diese feineren, durch diese edleren Dinge. God wants to pour out the finer things in your life. Gott will diese edlen Dinge in deinem Leben freisetzen. And this is with
grace, faith, and obedience. Und das geschieht durch Gnade, Glaube und Gehorsam. If I say I believe, Wenn ich sage, ich glaube, but I don't live it in my life. aber ich lebe es nicht in meinem Leben. If I say I believe in God, Wenn ich sage, ich glaube an Gott and I believe He forgives me of my sins, und ich vertraue, dass er mir meine Sünden vergibt, but I won't forgive other people who sin against me, aber ich werde anderen, die gegen mich sündigen, nicht vergeben, I don't really obey. dann gehorche ich nicht wirklich. Don't really believe. Dann glaube ich auch nicht wirklich. And we wonder why there's not a lot of power Und in our da lives. wundern wir uns, warum nicht viel Kraft ist in unserer Mitte God is oder in unserem Leben. bringing us into a full understanding of grace and obedience to the faith of Christ. Aber Gott will uns einfach ein besseres Verständnis geben von Glauben und Gehorsam. You were made for extraordinary things. Du bist für einzigartige Dinge geschaffen worden. Oh my gosh, there's so many employers that are so blessed and going to be blessed by you. Es gibt da so viele Geschäftsführer, die gesegnet sein werden durch dich. You're going to get promotions. Du wirst da erhöht werden. You're going to lead people to Jesus. Und du wirst Leute zu Jesus führen. You are going to bring the glory of God in every place that you go. Du bringst die Herrlichkeit Gottes, egal wo du hingehst. Yeah, and that manifests in gentleness. Ja, und es manifestiert sich durch And it Freundlichkeit, manifests in joy. durch Freude. Oh, God is going to pour out His anointing on you. Gott wird sein Salböl über dir And as you ausgießen. hear Him and obey Him, Und wenn du ihn hörst und ihm gehorchst, miracles. dann geschehen Zeichen und Wunder. Miracles unlocked. Dann werden die Wunder einfach so aufgeschlossen werden. The cages that everybody's walking in Und diese Käfige, in denen Leute gefangen sind, will just break open. die werden einfach aufspringen. And people will be set free Und Leute werden freigesetzt, to be the creations they were called to be. die zu sein, die sie geschaffen worden sind zu sein. Repent. Kehr um. That means change the way that you think Das heißt, ändere das, wie du denkst. and change your actions and what you do. Und ändere das, was du tust. I just told you that you come from God. Ich habe dir gerade gesagt, du kommst von Gott. And we were all, as humanity, we were all deceived by Satan and our own evil desires. Und die ganze Menschheit war verblendet durch Satan und durch unsere eigenen Lüste. But God, 2,000 years ago, put on flesh. Aber vor 2000 Jahren hat Gott Fleisch angezogen. He died our death. Und er ist unseren Tod gestorben. He rose again from the dead, proving that you are eternal. Und er ist vom Tod auferstanden, um zu beweisen, dass du ewig bist. And he's saying, if anyone calls upon my name, Und er sagt, wer auch immer meinen Namen anruft, you will be saved. der wird gerettet werden. Anyone. Egal wer. When you believe in your heart and confess with your mouth Wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, that Jesus Christ is Lord, dass Jesus Christus der Herr ist, you'll be saved. dann wirst du gerettet werden. Amen? Yes. Amen. Come on. Come on. You guys can stand up if you'd like. Stand Ihr up. könnt aufstehen, wenn ihr wollt. In this moment, just every eye closed. Nehmt euch einfach Zeit und schließt eure Augen Just come before God right now. und kommt einfach vor Gott. If you would just say, oh my gosh, Zach, I really have been moved by what you're saying. Und wenn du einfach sagst, oh Zach, es hat mich echt berührt, was du gesagt hast. You know, God's grace and what I spoke, it's true. Weißt du, Gottes Gnade und das, was ich gesagt habe, es ist wirklich die Wahrheit. And if you have not been able to receive that faith and trust in what the gospel is, Und wenn du einfach nicht fähig warst, diesen Glauben zu empfangen und dieses Vertrauen zu empfangen, in was die gute Botschaft ist, I just want you to receive it right now. dann will ich, dass du einfach jetzt das empfängst. And if you would say today, I really want to receive this, Und wenn du heute sagen wirst, ich will das wirklich empfangen, just lift your hands up to God. dann heb einfach deine Hände zu Gott. So as an act that I want to trust, Einfach als Akt des Vertrauens. just lift your hands to God and say, I want to trust. Sag, heb einfach deine Hände zu Gott und I sag, want ich möchte to vertrauen. receive your faith. Ich will deinen Glauben empfangen. I want to receive the true faith of Jesus. Ich will den wahren Glauben von Jesus empfangen. I want to know God. Ich will Gott kennen. I want to know who I am. Ich will wissen, wer ich bin.